Halli, hallo, da ist der Simoti. Es geht weiter mit der nächsten Episode bei Witcher 3 The Wild Hunt. Und wenn ich echt da lächeln muss, hat es den Grund, dass wir eigentlich Episoden aufgenommen haben, letzte. Es war ein Sidequest, wo wir einen Charakter namens Nieland getroffen haben. Und ihm dabei geholfen haben, halt seine Frau zu finden. Dann hat sich entpuppt, dass er ein Werwolf war und seine eigene Frau umgebracht hat, etc. etc. Alles schön und lustig. Nur scheint haben wir letztes Mal irgendwie Aufnahmeproblem gehabt. Die ganze Footage ist ja tragischerweise hat sich aufgelöst, sagen wir so. Der Bär hat schon mal das Ding gemacht. Naja, es tut uns nicht zu viel Schade, ja. Wir machen da einfach weiter. Wenn ihr uns einfach zur Information seht, damit wenn ihr euch wundert, wo wir jetzt hier sind, plötzlich aus dem Buckelsampf irgendwo anders. Der Quest ist irgendwo da unten, genau da unten ist der Quest gewesen, ist uns gegeben worden. Aber naja. So viel zu dem, ist einfach verschwendete 30 Minuten gewesen, leider. Aber ja, es war mehr zum Level-Up gewesen, natürlich, die Geschichte selber war nicht schlecht gewesen, aber ja, hätte gerne gezeigt, aber mich hat die Footage verloren. Irgendwie, ja, hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ja. Leo, tut uns nicht viel Schade. Sieht aber gar nicht gut aus. Und wer die Tochter des Barons findet, der soll belohnt werden. Jetzt gehen wir doch zum Baronen und fangen diese Quests an. Und halt machen mit der Hauptquest weiter. Ich schaue nur noch, ob wir etwas Kleines dazwischen könnten machen. Gewinnt, ja, das wird jetzt nicht machen. Hexeraufträge, Auftrag kann, das sind alle zu schwer im Moment. Ja, also im Moment muss ich ja fast zum Baron gehen, obwohl ich schaue mal geschwind. Blutiger Baron, Sirius Fußstapfen, ja, voll. Also im Moment kann ich ja auch Schützt uns Arme vor den Hals abschneiden. von Level her der Baron sind Quests machen. Natürlich könnt ihr jetzt Quests suchen gehen, die einfacher sind, aber ja, das kann man irgendwann anders machen. Nicht jetzt. Es läuft auch. Du bist die Freude. Strenge Meister fordert euch auf zu tanzt in einer Reihe. Bauchschmerzen. Fort von der Nee. Grenze. Also Zusammenkunft von religiösen Leuten, okay. Wenn wir nicht allzu viel stören in dem Fall weiter. Ich habe gemeint, es gibt eine Quest dort. Aber ja, da sind wir jetzt bei der Garnison, beim Stützpunkt der Festung vom Baron. Zum Burg, ja sogar Burg 6. Vom Baron und wollen von ihm Ding holen gehen. Quests holen gehen. Jetzt da. Ja, da kann man absehen. Soll ich dir in den Arsch treten? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Unser Arsch ist schon genug gekickt worden. Siehst du meine Muskeln? Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Ein Leerkerl dort. Gut. Halt! Ja. Wer ist da? Der Hexer. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Zerro fegen. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lodrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Ja, sicher.
Öffnet das Tor! Die Leute lernen schon nie aus. Feldwebel! Adal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Geralt ist natürlich auch scheißegal. Das sind die Drohungen. Geht einfach da vorbei, wie nichts. Jo, Kollege, erzähl. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. So. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Luft. So, sind wir jetzt im Baron angekommen. In Wysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt ihr nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Das ist ein Nilfgaarder. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Tun wir doch ihn in seiner Beleidigung da. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Gut, dann muss man weniger Erzählarbeit leisten. Da. Wenn ich weiss, wer ich bin. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Ja, wie es auch nicht will. Leute, die trinken, werden doch irgendwie ein bisschen wütend, wenn man nicht mit ihnen trinkt, habe ich das Gefühl. Darum, wenn wir ein guter Gast sind, hier mitmachen. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Ja, ich sehe Nach das. Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temerier kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlächter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Ja, komm, sag. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Rückblende. Und jetzt, der Teil ist eben genau die Kontinuation vom vorigen, dass wir so mit Buckelsumpf gesehen haben.
wenn es mal ladet. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Wer weiß, wie lange schon Siri am Abhauen ist so. Schwor derbe. Das war knapp. Weil, Ich muss hier weg. Es hat eben mit ihrer Fähigkeit zu tun, dass sie irgendwie zwischen den Welten reisen kann. Und ja, wenn sie die Kraft anwendet, kann die wilde Jagd sie aufspüren. Ja. Also in dem Sinn ist ein Segen und ein Fluch. Sie braucht Hilfe. Kurzer Prozess. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Nein, ich verirre mich nie. Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Ja, fragen wir noch, was sie da macht. Weil Ciri ist ja eine Hexerin, von dem her, sie ist von Geralt ausgebildet worden, von Wesemir. Kann man annehmen, dass sie sich kaum verirren wird. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Vielleicht dein Vater hat nicht nach dir geschaut, wahrscheinlich. Ja, wieso? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Einfach aussetzen, was? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Ja. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Und alle Sorten von Monster auch. So. Gehen wir noch weiter mit Gretka. Wölfe! Leck mir, wie viele Wölfe das so hat. Wenn man mit Ciri spielt, gibt es ein paar Vorteile und Nachteile natürlich, im Gegensatz zu wenn man mit Geralt spielt. Eine von den Nachteilen, wie ich finde, sind vor allem die Frequenzzeichen, die man nicht verwenden kann. Einer von den Vorteilen, vor allem später im Spiel, wenn sich ihre
Kräfte ein bisschen ausbauen, ist, dass man wirklich die Kämpfe recht schnell zu Ende bringen kann, wie sie die Spezialfähigkeit hat und man so geile Moves kann machen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut? Das Vor allem- wollte nicht mal mein Vater. Vor allem auch Meiner die, könnte noch viel mehr. Komm, vor allem die starke Attacke von Ciri, habe ich das Gefühl, ist viel schneller als das von Geralt. Also sie bewegt sich viel, viel schneller. Schau Das mal, ist schon ein Vorteil. da ist etwas. bleib hier. Geh nicht weiter. Aber Nichts aber, bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Jetzt machen wir eins wieder auf. Sherlock Holmes, wie unser Papi es gelehrt hat. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Damn. Oh, Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. So, ja, fassen wir zusammen. Und müssen, aha, 6 haben wir auch noch. Gut, müssen wir das auch anschauen. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Gut, jetzt haben wir alles da ein bisschen erforscht und ja, kommentiert drüber. Jetzt haben wir fassen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ah Gott, ich liebe das. Wie sie Geralt auch als Vater so akzeptiert hat, anstatt ja, ihren leiblichen Vater, der Emir. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Okay, jetzt wollen wir da Zutaten sammeln. Ah, die blauen sind also die Wolfsbahn. Die sind nicht. Ja, und sie hat auch, dass wir die Hexen sind nicht. Hörst du? Wölfe! Versteck dich, rasch! Leck mir nicht viel. Wie viel hat's für euch? Komm! Haltet nicht auf! Und jetzt, du bist letzt. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. So, jetzt schauen wir mal, Zugerichtet. was wir alles. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Okay, Wolfsbahn, jetzt nochmal so ein blaues Ding, brauchen wir.
So blaue Blumenpflanze oder was es auch immer ist. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Gut, dann haben wir Manchmal noch die was Kinder. dran. Manchmal gehen sie auch selbst. Jetzt haben wir noch Und kehren sie zurück? alle Zutaten. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Gut, jetzt haben wir unser Schwert eingeölt. Und folgen jetzt gerade zum Wolfskönig. Aber, ja, Detail mit dem Wolfskönig werden wir beim nächsten Mal erledigen. Weil wir sind jetzt schon beim Ende von unserer Episode angelangt. Auf Wiedersehen und bis bald.